Bevor wir die Schwelle zum Sonntag überschreiten, schauen wir noch in einem Augenblick der Stille zurück auf die vergangene Woche. Ich schaue und höre auf das, was gewesen ist. Die Bilder, die von den vergangenen Tagen zurückblieben. Die Stimmen, die noch in meinen Ohren und meinem Herzen nachklingen. Meine Bilder der Sehnsucht und Hoffnung. Mein Rufen, meine Angst und mein Bitten. Gott, du Schöpfer der Zeit und unseres Lebens, du hast Gelingen geschenkt, ermutigende Freude, Feier des Lebens und der Gemeinschaft. Wir danken dir. Wir danken dir. Gott, du hast uns aber auch Lasten, Sorgen und Traurigkeiten zugetraut und sie mit uns getragen. Wir danken dir. Wir danken dir. Gott, manches ist uns missglückt, manches ist noch unvollendet geblieben. Erbarme dich unser. Erbarme dich unser. Gott, im Heute stehen wir vor dir. Öffne unsere Herzen, dass wir auch die kommende Zeit aus deiner Hand empfangen, voller Vertrauen und Gewissheit, dass du mit uns bist. Darum bitten wir, der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht erschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Du, unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht wie der Schein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt.
Schwestern und Brüder, mit diesem Abend beginnt der Tag des Herrn. Wir wollen ihn in Freude und Frieden willkommen heißen. Das Thema dieser neuen Woche ist die wartende Gemeinde. Unser neuer Wochenspruch steht im Johannesevangelium Kapitel 12. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das Sonntagsevangelium für den Sonntag Exaudi steht im Evangelium Johannes im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem meinen und wird es euch verkündigen. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Ich komme wieder und euer Herz wird sich freuen. Halleluja, Halleluja. Halleluja,
Schöpfer des Alls, dein Licht leuchtet uns, dein Wort spricht uns an. Sende die Heilige Geistkraft, die uns tröstet und leitet. Sei bei uns, damit wir bei dir sind, heute und alle Zeit. Amen. Und wir bitten dich für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl feiern. Lass sie die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Herr, wir warten auf deinen Tag. Lass uns sein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Herr bist in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig. Es segne und behüte uns der gnädige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.